Neue Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, am kommenden Sonntag treten wir an gegen unseren tabellarischen Nachbarn Werder Bremen. Ein paar Infos, Gedanken und Einschätzungen zu diesem Spiel möchte ich an dieser Stelle dann bei diesem Matchday Talk mit euch teilen. Ja, liebe Freunde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus fürs kommende Wochenende. Ich habe jetzt so ein paar kleine Infos bekommen bezüglich Werder Bremen, die dann doch recht positiv für uns sind. Nochmal einmal kurz zu den aktuellen Fakten. Wir befinden uns aktuell auf Platz 15 und Werder Bremen mit einem Punkt vor uns auf Platz 14. Das heißt, wir könnten jetzt am kommenden Sonntag an ihnen vorbeiziehen. Die Bremer hatten ja eine ziemlich turbulente Saison bisher gehabt. Also unter anderem auch den Trainerwechsel zu Daniel Thune, der dann endlich mal einen Erstligisten trainieren darf. Letztes Jahr sind wir ja schon zweimal aufeinander getroffen. Da war er noch Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Und lange Zeit sah es so aus, als ob sie uns nicht gefährlich werden können. Sehr, sehr lange Zeit standen wir sogar mit einem deutlichen Abstand vor ihnen. Sie waren sehr oft auf dem Relegationsplatz, teilweise auf dem Abstiegsplätzen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und mittlerweile sind wir ziemlich eng beieinander. Ein bisschen zu eng, meiner Meinung nach. Allerdings, es gibt ein paar positive Nachrichten aus unserer Sicht natürlich. Es gibt ein paar personelle Probleme bei Werder Bremen. Mal abgesehen davon, dass ihr Top-Torjäger Jens Stage mehr oder weniger einen kleinen Wettlauf gegen die Zeit hinter sich bringen muss bis zum Spiel. Der war zuletzt wegen muskulären Problemen behandelt worden. Und bisher hat er nicht trainiert. Fällt bei Werder Bremen, ich habe es hier vor mir stehen, Keke Top nach Kreuzbandriss und der noch nicht spielfähige Victor Boniface sind gegen den FC ebenfalls keine Option. Ach man, ich wollte gerade ein paar Scherze über seinen Bierbauch machen. Was habe ich hier stehen teilweise? Also meine Gags sind teilweise auch schon vorbereitet. Ja, Bonny Bierbauch, Bierbauch Bonny. Sollte sich eher mehr mit Training als mit dem Buffet beschäftigen. Ja, okay, blöd gelaufen. Mit Niklas Stark, Maximilian Wöber und Amos Pieper absolvierten 3 weitere Innenverteidiger nur Teile des Trainings. Julian Malatini fehlt außerdem nach einem Syndesmoselbandriss. Und Ersatzkeeper Karl Hein mit einer Daumenverletzung. Okay, Ersatzkeeper. Wir sehen es ja bei uns selber. Wann kommt mal der Ersatzkeeper zum Zuge? Zu guter Letzt steht hier auch noch ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es auch beim international umworbenen Abwehrjuwel Karim Koulibaly. Nach muskulären Beschwerden fehlte er am Donnerstag, also heute, nun krankheitsbedingt. Sein Nebenmann in der Abwehr, Kapitän Marco Friedl, geht auf dem Zahnfleisch und wurde geschont. Ja, das sieht doch schon mal sehr interessant aus unserer Sichtweise. Ich glaube, wir haben ziemlich gute Karten dieses Mal. Aber in Sachen Offensive möchte ich darauf hinweisen, da gibt es jemanden, da müssen wir auf jeden Fall das Ganze mit Vorsicht genießen und nicht zu euphorisch sein. Ein Spieler, den ich mir selber bei uns gewünscht hatte, aber den der FC dann im Nachhinein nicht einmal beobachtet hatte, Jovan Milošević. Ich selber als Serbe und in Serbien bin ich ja Partizan Belgrad-Fan, weiß selber, was für ein qualitativ guter Stürmer das eigentlich ist. Der war in Serbien der absolute Top-Torjäger bei Partizan Belgrad. Regelmäßig getroffen, auch unter anderem in der Conference League. Und im Winter ist er dann zurück nach Deutschland gekommen. Stuttgart hat ihn dann weiterverliehen an Werder Bremen. Also Partizan hätte ihn gerne weiter verpflichtet, fest verpflichtet, aber Stuttgart hat zu viel Geld verlangt. Mittlerweile ist er 7 Millionen wert, hat zwar nichts geändert an der Ablösesumme. Und ja, jetzt kann man sagen, es sind ja gerade mal 3 Tore, aber ja, ist ja gerade mal ein paar Monate her, dass er dahin gewechselt ist und er hat sofort getroffen. Deswegen Jovan Milošević, das ist so der Spieler, auf den wir ganz besonders Acht geben müssen. Weil ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird. Es sei denn, hier schreibt jetzt irgendjemand rein, der ist gesperrt und ich weiß nichts darüber oder so, keine Ahnung. Hab noch mal schnell ein paar Infos während der Arbeitszeit sammeln können. Wie gesagt, bin ja schon wieder direkt nach der Arbeit am Aufnehmen. Aber wie gesagt, Jovan Milošević, das ist wirklich so offensiv der Spieler, wo ich sagen kann, aufpassen, gut verteidigen, weil den darf man nicht unterschätzen. Und by the way, falls wir irgendwie im Sommer finanziell gut dabei sind, mal mit Stuttgart reden, weil ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, so ein Nebenmann oder eine Konkurrenz für Ragnar Ache wäre nicht schlecht. Und er wäre so einer. Bitte nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall unterschätzen. Jovan Milošević ist auf einem guten Weg. Der hat was drauf. Glaubt's mir. Ich laber ja keine Scheiße. Es sei denn, sie ist unterhaltsam. Also, wir kommen dann direkt mal zu unserer Mannschaft, dem 1. FC Köln. Ja, liebe Freunde, das letzte Spiel in Frankfurt, das hat uns ja natürlich hoffen lassen, dass sich bei uns einiges elementar geändert hat. Ich finde auch, die Mannschaft wirkte deutlich souveräner, mal abgesehen von unserer Abwehr und teilweise Jan Thielmann, der bis jetzt immer noch nicht so der Spieler ist, der mich immer zu 100% überzeugt. Viele haben ihn da dementsprechend kritisiert. Und ja, unser defensives Mittelfeld hatte sich auch die ein oder anderen Patzer geleistet. Aber gute Nachricht, Erik Martel ist wieder einsatzfähig, da er seine Sperre abgesessen hat. Und nun ja, auch wenn wir eigentlich schon an dem Punkt angelangt sind, wo wir uns langsam mal von dem Erik Martel leider Gottes verabschieden müssen, weil, glaubt mir, ich bin mir ganz sicher, der wird seinen Vertrag hier nicht verlängern. Der spielt nächste Saison hier nicht mehr. Eigentlich müssten wir uns schon längst von ihm emanzipiert haben, aber wir sind noch sehr abhängig
abhängig von ihm. Das darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen, ich bin an der Stelle froh, dass er wieder einsatzfähig ist. Und das gibt natürlich dem defensiven Mittelfeld eine gewisse Stabilität. Ja, ich weiß, wir können ja langsam mal einen Said El-Mala-Counter einführen. Es gibt auf diesem Kanal wahrscheinlich keinen Spieler, über den ich so oft gesprochen habe, wie über Said El-Mala. Auf Platz 2 dürfte wohl Jeffen Tigges folgen. Aber das eher in einem negativen Kontext. Die einen oder anderen treuen Zuschauer erinnern sich vielleicht. Ja, da sind schon so einige harte Worte gefallen. Aber nun ja, am Montag gab es Entwarnung, was seine Verletzung betrifft. Das soll wohl nicht so schlimm gewesen sein. Allerdings, besonders viel trainiert hat er bisher nicht. Und deswegen, ich würde jetzt nicht überrascht sein und auch nicht sauer sein für den Fall der Fälle, dass er von der Bank kommt. Gleichzeitig hat auch Thomas Kessler am heutigen Tag den Wechselwunsch von Said El-Mala vehement dementiert, hat gesagt, es gab keine Gespräche, keinen Wechselwunsch von Said. Er hat sich nicht bei uns gemeldet und einen Wechselwunsch hinterlegt und so weiter und so fort. Und es gäbe keine Schmerzgrenze, was eine Ablösesumme betrifft. Ich will den Ganzen jetzt mal glauben, aber ihr wisst ganz genau, wenn solche Statements in die Öffentlichkeit getragen werden, dann ist meistens das Gegenteil der Fall. Aber ich habe zwar gesagt, ich bin sauer, wenn wir ihn irgendwie für 40 oder 50 Millionen verkaufen, aber wenn wir uns dafür einen Jovan Milosevic leisten können, ja, das wäre auch ein bisschen Balsam auf der Seele. Jahrelang keinen Serben mehr hier beim FC gesehen. Meine Fresse, wir waren mal so ein serbenoffener Verein. Was ist los? Holt mal wieder Serben. Die sind günstig. Ja, und noch einmal, um klarzumachen, weswegen Jamai Simpson-Pusey im letzten Spiel ausgefallen ist. Da hieß es ja private Gründe, keine Probleme, sondern Gründe. Er ist Vater geworden. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Also die Spekulationen sind somit auch beendet. Also wer irgendwas Schlimmeres gedacht hat, keine Sorge, er ist Vater geworden. Ja, und solange das Spiel nicht gelaufen ist, gibt es auch nicht mehr zu sagen. Außer unseren Tipp. Hier kommt unser Spieltagstipp. Denn wir spielen wieder mal Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt? Oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig. Und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also, liebe Freunde, aufgrund meiner sehr krassen Arbeitszeiten, ich habe nämlich diese Woche Spätschicht und nun ja, deswegen alles sehr kurzfristig. Normalerweise gebe ich euch so 24 Stunden zum Abstimmen. Das musste heute alles in einem Rutsch wieder erledigt werden. Deswegen, diese Woche haben abgestimmt 58 Follower oder kamen noch irgendwie dazu. Davon stimmten 86% für einen Heimsieg des 1. FC Köln, 10% auf ein Unentschieden und nur 3% glauben an einen Auswärtssieg von Werder Bremen. Dementsprechend die Ergebnisse, die gegeneinander antreten werden, sind der Sieg, wie auch das Unentschieden. Wobei natürlich das Unentschieden das negativere Ergebnis von beiden wäre. Von daher, das wäre der Sieg, das wäre das Unentschieden. Geiß oder Bock? Ach, laber doch keinen. Ach, laber doch keinen. Muss ich jetzt hier auf Unentschieden tippen? Naja, scheiße. Naja, aber so ist es halt, wenn man das so konzeptioniert. Von daher, mein Tipp lautet an der Stelle, ja, mageres Ergebnis 1-1. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles nur ein bisschen so Spaß, Spielerei und so weiter und so fort. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, bei den personellen Problemen, die Werder Bremen aktuell hat, stehen wir doch gut da. Da trifft höchstens mein Landsmann Milosevic einmal und danach wir, keine Ahnung wie oft. Aber egal, das ist jetzt der Tipp. Aber wie gesagt, nicht übel nehmen. Das ist ein Community-Spiel. Hier tritt das negativere Ergebnis gegen das positivere an und diesmal hat dann halt mal das negativere gewonnen. Hoffentlich kann der FC uns eines Besseren belehren. Und das wäre es dann auch an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.